Hallo dir Leiflight, willkommen zum ersten Podcast von Vorgeru. Wir wollten eine kleine Klippe sich von euch gehen, nur der lange Pause, Corona-bedingte Pause. Und ich ein bisschen etwas von erzählen, was mal nach 4 ist schön, und noch ein bisschen im Detail gehen, wie wir überhaupt zustande kommen sind. Bei mir, oder nicht wirklich bei mir, am Discord sind dann Alessandro, ja, so ist Alessandro auch bekannt als Alex Zane und ich sind den responsable für die Fighting Corner am Gaming Café. Genau. Und dann ist der Natter noch da. Ja, ich bin Natter, hat auch bekannt als Tresorie im Verein, der sich halt reisten Sales hat über Finanzen und auch am Gaming Café selber Käse sich kümmert. Genau. Für die, für mich, am Englisch Stimmen noch nicht kennen, es sind drauf. Anders, ich schmeißen die ganze Boutique rein. Voilà. So. Also, wie schon gesagt, es war ein länger Pause, wo man nicht wirklich aktiv konnte sein. Die wissen alle gut wieso. Mir viele Events oder wenn es ein bisschen aufsuchen an näher Zukunft, können wir auch noch keinen machen. Dafür haben wir aber der Titan ausgeplant. Kleiner Podcast. Thema Haupt. Ja, also nicht nur mit dem Podcast, ne, wie gesagt. Nee. Ja. Ja, was ein Thema so, ne? Genau. Nicht nur Podcast. Noch ganz Ja, viele andere Sachen. Nee. Lauscht noch bis zum Schluss, da geht er gewohnt. Ja. Noch nicht erstmal. Von Schlift. Please, stay on the line. Genau, Thema. Haut. Gib mal aufhängen. Mam Ufang. Ha. The beginning. The beginning. Das ist, wie der ganz mit Videogames.lu angefangen hat. Secrets in the Name. Und ja, wie sich das eben über Zeit entwickelt wird. Was ganz gut ist, weil ich sehe kein, ich meine, ich sehe von der Streit, den am spätsten noch kommen aus, ne? Ja, effektiv. Das Key von euch. ist auch ein Geschichtsstunde für mich da. Ja. Key von euch ist effektiv von Anfang an dabei gewesen. Me, ja, so kriegt ihr ein bisschen so, was viel ganz so gefallen hat, was viel ganz klar was. Aber wie weiß, vielleicht sind ja ein paar Leute, die nur drin von Anfang an dabei gewesen, und die können das vielleicht verbessern bei der einen oder anderen Sache. Das war alles falsch, was er so. Ja, voilà, also, wie schon gesagt, den Videogames.lu seht ihr vielleicht schon angefangen hat alles auf einem Sit, auf einem Forum, so mega oldschool, wie das anno dazu mal eben halt war. Das war rein hier. Frank, Forum, wo noch aktiv war. da ist ein gut froh, ob das jemals wirklich aktiv war. Nee, doch, ich denke zwar schon. Das war tat schon die ein oder andere aktiv morgen, sonst hast du nie können zum Beispiel Treffen kommen. Ja, so. Stimmt. Naja, genau, wie der noch gerade gesagt hat, das war eben im Forum, wo sich Leute dann ausgetauscht haben, Spieler zusammen gespielt haben, pipapo. Und dann ist es eben, irgendwann, dass dann einer auf die Idee kommt, so, komm, wir treffen uns. Und ja, das erste Treffen aus dem, was eigentlich noch in dem Computerclub koppelt, gelaufen. Oder zumindest guckt man durch hier, auf der Saal zu koppelt. Und da ist dann das erste Treffen entstanden. Da waren die Leute dann zu 10. Was hat man? 10 Leute, 2 Setups. Und dann haben sich Leute amüsiert der Pizza bestellt. Am Anfang. Ja, selbst wegen Laden. Ja, ich meine, muss ich klein aufhängen, ne? Ja. Die ist Laden mit Smasher Co. anstatt von Counter-Strike. Pizza, gesurftes Ei. Das war ganz simpel. Relax. Genau. Und voilà, anscheinend hat der Treffer Success. Dann gehofft der dann noch ein paar. Und nur sind wir mehr größer, dann haben wir mehr Leute mitgemacht. Natürlich gehofft Demos nach kein Sloppy Joes, gehofft kein Contract, gehofft kein Gewinnings verkauft. Leute schon einfach das mitgebracht, was sie dabei wollten hören. Ob finde ich also wirklich Gaming Kaffee genannt gehen. Ich meine, die erste bestimmt nicht Gaming Kaffee genannt gehen, ne? Nee, ich meine, die erste waren einfach nur so random Treffen. So was ich da random. Voilà, ja, also, zwar war mehr so, voilà, wir treffen uns, wir sind so nicht viel, ja und da. Wie war wirklich der erste Gaming Kaffee, wo ein bisschen mehr, ja, also groß, genau, da los, mehr geworden. Ja, wir feiern immer Geburtstag im Oktober. Und ich meine, dass ein volles Jahr Dono am Wand irgendwann
waren war die echte Kehr wirklich Gaming Café. Ja, 2014 engem Dreh wat die echt ja. Ja, voilà. Ja. 2014 nee. Das ist schon ein Weilchen hier, effektiv. Ja, wie heißt 6 Jahre schon. Ja, Ja. ja, und dann, voilà, mit dem Gaming Café, also eben noch die ganze Struktur da hat kommen. Nur hat sich das ganz bisschen konkretisiert. Die Leute haben sich zusammengefunden, die das ganz doch organisieren wollten, Zollöhne und so weiter, das war mehr formell gehen. Und dem Moment sind wir dann noch eng Asian Gruppe gehen, und da hat dann noch den ersten Stehen gelöscht, zu so für das Bell zu gründen. Was auch viel mehr spät geschieht, als wie die meisten Leute vielleicht mengen. Wie gesagt, 2015 am August meinsch war dat also freier mal lo quasi schon demnächst 5 Joer auf Geburtstag vu Verein selber vom Verein selber, ja. So ist das mal der Geburtstag immer auf dem inoffiziellen Datum feiern. ja. Bon. Die Geburtstag, die wir feiern, Gaming-Kaffee Geburtstag oder Vogelug? Nee, das ist Vogel, das ist vom Asian Das Treffen. Vogelug, ja. Genau, ja, das Asian Treffen, das wir da eigentlich, oder? Ich meine, das sind Asian Treffen, was wir da feiern. Oder ist es einfach die Entstehung vom Sit? Da feiern wir nicht, das ist Stehung so Stehung. Ja, das wäre natürlich auch schwer, ne? Verschiedene Leute werden also lynchen. Sorry, Cedric. Ja, wir können nicht wissen. Wir können nicht wissen. Nee, boah, ich hab's feiern, mehr, hab's zwar im Oktober geschehen. Aber wir nennen nicht Geburtstag. Ja, hat befir mir lang und kann schon erinnern op YouTube hat Marke so Livestream war Sänger och so eng ähnlichsche du muss man mat Lobby Wally wo du muss auch Cedric an Kompanie nach dem Mod gemacht hatten auch schon bis wat Geschicht geschwar gehabt voilà, die konnten du musst me ziele wie mir erzählen können ja, wir sind noch jung Bursch wir wissen Leute ganz interessiert sind, können am YouTube-Kanal die ganz alle Video gucken, wie der Notter schon so Blobby Volley war mal bis man am Fond gespielt hat, von mir war mehr, keine Ahnung, wie langweilig Sache geschaut ist, mehr administrative Geschichte und so. Ja, okay. Nee, es sind noch zwei alte Podcasts, zwei alte Podcast-Videos sind auch online. Da sind auch noch die Aalhöse für Vorgänge dabei, die mittlerweile schon nicht beim Club dabei sind, die anderen Aktivitäten an ihrem Leben wollten machen. Ja. Mehr aber lo überholen hun. Und darum geht ja auch heute. Voilà. Hoffentlich. Genau. Ja, Gaming Café, what is that? Genau, Gaming Café war das. Wie gerade gesagt, die echt Treffen waren lang hier, hat sich ganz viel entwickelt. Und denken die meisten, die auch bei Events kommen, die wissen, was der Gaming Café ist. Das ist ein Platz, wo ihr alle Götten zusammen sammeln könnt. Die sind sich für eine Konsole, allein mit Kollegen oder mit Firmen, und die gibt Kollegen. Und dann, genau, am besten. Wir wollen ja den sozialen Volley von unseren Kellerkanner auf hier Stereotyp bekämpfen. ganz wichtig Voilà. Und ja, dann haben wir eben als verschiedene Corners mittlerweile, die haben noch eine ganz ege Geschichte gehört, wie die eben zusammen entstanden sind. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Ganze hat bis mal Smash angefangen, sie waren viele Smash-Enthusiasten von Anfang an dabei, und da sagt man Abstand das Spiel, was ja, am meisten mit der Geschichte von VGLU zu dienen hat. Ich meine, brauche ich nicht zu gucken, was das echt Turnier waren. Boah, war der von der VRL mal aufgesagt, weil das ist ein ganz anderes Thema. Wir hatten eine lange Zeit, bon, mittlerweile nennen wir Smash Corner, früher war DLSL, Luxemburg Smash League, und auch schon für Runde viel Smash gespielt. Der TG wird Jahren hat sich Spiel entwickelt, die Jahren hat sich als Community entwickelt, die Smash spielen. Du war ein kurz Lach, und Lokrämer von Sweet Spot Hälfte rein. Echt, ja. Shoutout to the boys vom Sweet Spot. Ja, also ganz ehrlich, Gaming Café ohne Smash, das hat sich nie wirklich richtig gefühlt. Ja, jetzt sind noch die auch wirklich Leute mitbringen. Das ist immer so. Die Leute wissen, wo das Smash Egg aus von so einem Gaming Café rauskommt. Mittlerweile. Ja, das du, wo du bist mir eng das. Ja, mir auch so, wo wir noch den anderen Saal hatten, wo ich auch noch nicht Member war, das war immer so, da hat man den Smash Stack.
war auch immer viel Last Ja. ich meine Smash ist wirklich das Game was so zu einem so ein Staple schon gehört für die Gaming Kaffee Ja, ich meine das verbindest du direkt mit Gaming Kaffee Smash weißt du ich meine du kannst nicht tun ja, wir sind noch viel im Spiel gewusst, sowohl mit den Leuten ja. wie auch beim Spiel selber. War Ja, cool. ja, mittlerweile man sie ihre Streams und sie holen hier Sachen ab und Ja. haben mega viel Kompetition. Gesagt ihr nochmal gerne, gesagt nochmal gerne. Ich gesehen gerne, so eine Community klein aufhängt, das Schlüssel alles aufbaut und dann aber etwas machen. Das ist von der mega. Ja, genau. Und da wären wir am Anfang schon noch bei dem Thema, für ich in der Na, Community voilà. sich klein aufbaut. Erzähl uns mal von Dingem Corner. Das ist der Fighting Corner, wie gesagt. Ich war nicht bei der Gründung dabei, ich bin ein bisschen spät gekommen. Ich weiß, dass der Pain und den Meister Zin das gegründet haben. Ich weiß noch nicht, was der nächste Turnier war oder so, das muss ich schon gucken. Ich meine Street Fighter. Also, ich meine, wir hatten eigentlich ein Mortal Kombat Turnier organisiert. Ja, Mortal Kombat auch, ja. Eher überhaupt, wie ich nicht von einem Fighting Gaming Shot Guinness. Mit dadurch, dass wir das Turnier hatten, hatte ich eben eigentlich die Idee von wegen Fighting Corner an eine Fighting Game Community eben noch ein bisschen abzuzählen. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit Flyer bei mir, ich komme so, the next big thing. Das ist ja auch ein ganz großer Wrestling-Fan und das war ein bisschen sein Hommage an die Richtung. Und da muss ein super schön bekannte Video, wo das geheischt wird, Lützeburg wo Basta. Ja, genau. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Noch Ja, ich wusste, dass Gaming Café existiert. Das habe ich gesehen. Ja, aber es war ja der Boom richtig bei der Lützeburg FGC, bei der Fighting Community aus, für die Leute, die das nicht wissen, ne? FGC. Das war Street Fighter 5, gell? Ich meine, Mortal Kombat X war das, Genau. war 4 Stunden raus. Mit Mortal Kombat das ist immer ein bisschen mehr so ein Casual Game auch, gell? Also nicht für das Spiel zu bashen, gell? Das ist mega gut zu sich. Street Fighter ist aber immer das ist immer the Fighting Game, gell? Das Street Fighter einfach, gell? Ich bin dazu nicht auch als King of Fighters Fan, gell? Wie gesagt, gell? Aber keine Ahnung, ich war dann keine Turnier mat man Street Fighter Turnier am Saturn an negenzwich hatte ich einfach Information ich konnte mat aber Stück ganz Rose gehen weil ich wollte unbedingt Paradox klar an der Leiit besiegen an da ich wie matkrit ja gut aber so Gaming Kaffee kopplech an die man doch so Street Fighter an sie hatten du schon Street Fighter Turnier gemäht weil ich hat Video geguckt auf YouTube an da si immer das nicht kom den Fighting Game Corner gesinn an ich war am Ufang mo sech direkt baff dass man Fighting Game Corner hun weil Community as klein ne aber so ein klein Community hu ist der okay spiel dann Street Fighter ne du hast kein anderes Spiel weil du hast nicht groß genug für Lonaner Spiel zu spielen mich war erstaunt direkt was Mortal Kombat war was Tekken war was King of Fighters war was Guilty Gear war an Süd ob die Spieler die Spieler sind wirklich nur rauskommen ich meine wo davon war der Daystoff für PS4 das sind all die anderen rauskommen an top geworden das war wirklich schön das war wirklich gut Beispiel von einer kleiner Community die ein bisschen mehr Diversität opweist ne die sich aber löse an dem Gaming Café sich etabliert hat dann schlo von denen Pillars mengen von der vom Gaming Café aber definitiv absolut Moment wo man gezählt und dann auf Fighting Games noch wie gesagt klein angefangen mittlerweile noch Streams viel Kompetition und bringen so viel Leute wie Smash aber ganz viel dedicated people voilà und das ist das was ich brauche ich meine Zullen also auch gut anders kann ich spiel doch nicht ne so sobald Leute dedicated sind da bleiben so zu spielen auch Casuals ne weil Fighting Game Corners nicht nur Turnier ne tu den nur einfach Stations mit Fighting Games die einfach so spielt ne mit Kollegen mit Leute die du eben trifft war du bist noch dann die Idee aus vom Gaming Café genau absolut ne ich meine den Spirit von der Idee Hummer aber noch immer just eben das war auch Kompetition weil Fighting Games
als Mensch kannst nicht Toleranz Genau. das die sind noch kompetitiv ja. Ja. Und ich fand auch gut dass der Gaming Café eben die zwei am Mensch nicht an ganz gut Balance zwischen denen zwei hört Lö weiß noch mehr das okay ja nee, so dat dat war echt Impression wo ich rauskommen sie soll okay Ja. ich kann casual spielen an wann ich im Turnier will matt machen kann ich im Turnier matt machen this is my home now so an dem Stil. dat dofir ich mein, wo de Pain bei michch komme gesucht hat hey ich will mich an mein Bruder den fighting Corner evaluieren schon net lange no gedur ja ich mein, schon mit Bruder so lang allein fighting games gespielt mat gif an Lützeburg fighting game spiele an den Kollegen die net Mod spielen an alles an der Bemol kannst du an dem Gaming Café wo sagst du Leute die wüsste wat King of Fighters aus am giltige ist okay wo sind wo kann ich noch schreiben ja? dafür schon dat cool und dann den fighting game von wie gesagt doch von den Äcker die man hun an nach in dicken Eck und Transition kann machen macht gib mir den Segway das so den das den aller Nights du Corner das die jüngste ne genau das ist die jüngsten das der Retro Corner ja also mir hat immer so Retro Stationen mit war nie richtig so als Corner aufgebaut an der Schmenge sind unter dems den was net direkt Tetris Club gehecht nee. dann auch ja schon für aber Retro ne genau der Retro Guys ne shoutouts to Josh an der Beppo ik so die hun die wirklich nur schöne Neck opgebaut mat du kannst willst spielen das willst a Konsole spielen gehst du hin an du findst alles ja. Nicht alles ja wir können Amiga spielen mir du findst wirklich also du so eng Super Nintendo eng Nintendo du Dreamcast hat man ja auch ja so Ja. an Night firstellen mat quasi dem enger fairer sich wie lang als Krit van mat méi fer sichchen ja pu dat war auch dann ja wenn das wirklich so ne? Also ufangs der Gaming Café war wirklich stark Nintendo based an nur ist schon dat bisschen ausgebalanced an den Retro-Corner aus daneben noch immer mehr selbst groß gehen noch immer mehr selbst festem gehen wie das andere schon gesucht wird am Anfang hat man einfach nur paar Einzelstationen an lo als das wirklich sein Asian Corner gehen Matzinge responsablen Leute die sich drüben auskennen und sind noch extrem dankbar dass man die leider gut hin an sie man noch Turniere das ist auch ganz gut immer Genau. Fighting Games hauptsächlich schwarz Tetris genau du könnt genau Jo, du für Mann. uns auch eben will sie gemerkt noch fuck das könnt ihr aber noch immer wenn Tetris, ja. genau Tetris ist Tetris aber wenn von die eben mega dran also noch wirklich gut spielt und dann haben wir gemerkt so vielleicht interessiert Matze machen kommt man das mir oft und du kommst dann auf die Idee den Tetris Club zu gründen für das Tetris Team Lützeburg dann die responsabel sind noch mittlerweile für den Retro kommen ne? Genau und da machen Die sind sie dann auch noch von regelmäßig Tetris Turniere ja wie gesagt dann sind eben die drei Bestandteile auf dem Gaming Café die immer do sind Smash Fighting Games und Retro und dann nur aber noch ein Eck wo nicht richtigen thematisierten Eckers Genau. das aber so casual Eck wie gesagt und du sind eben all die Sachen die du bisschen wie Multiplayer sind bisschen wie casual auch sind ich mein, Crash Team Racing River City Girls Super Beat 'em Ups ne an das auch do wo man dann Just Dance wo auch mega gut du könnt aufbauen respektiv wie ich das schon Netbox mit Band Guitar Hero Band. oder Band. all die Sachen ja dat an die bist wie so wie casual sehen mir aber auch eben die ganze Idee vom Gaming Café aber natürlich bestört und so und so dafür ja so schönen Eck ja das wie gesagt so leid von der Fighting Game Community die op der Gaming Café kommen sie weil sie wussten dass sie do konnte Crash Team Racing spielen sie gehen auch von dat gezogen natürlich ich mein, wir sind alle gute Gamer mir fixieren op
ob das ein Spiel vielleicht den anderen Ja, ich mein, du hast so die Community, weißt du, voilà, Fighting Games gehen auf Fighting Games und Retro und so. Wie du gesagt hast, aber auch verschiedene Leute, aber auch du bist rundherum spazieren und andere Sachen auszuprobieren, oder? Also auch gut. ja genau Leute einfach alle Leute ein bisschen zur Summe bringen von den verschiedenen so mal Passionen am anderen Domain Mhm. und Ja. voilà, Leute dumm bringen wir auch dann den Stichwort für das nächste Thema als Kooperationen war das dann da als größten Event am Jahr Mit Crazy Event, ein riesen Gaming-Café. Kann ich so sagen. Ja. The Mother of all Gaming Cafés, the Champions League of the Gaming Cafés. Das ist the Game Land. Ja, wobei noch wo so musste so am Anfang hier genau da nützt die Idee war war ja ein bisschen gedurcht für zwei Konzepte man den zu vermischen der eine Seite der Beatdown war von Relief Games und dann eben also Gaming Café zu Summe geschniert mit einer gewissener Expertise an Ausdauer fand ich so ausdrücken Ausdauer aus wirklich Richtung, der andere vielleicht schon weiter vielleicht. genau den Also ich gewechselt immer schon, weißt du, so, okay, weißt du, wir ziehen da die Hallen da aber ein bisschen besser aus. Wow, am Ende vom Event sind sie aber auch dort mit. ja Aber ja, mit Game Land, wie gesagt, das ist wie gesagt, am Anfang hat du gefangen mit Relief Games, ne, die hat mittlerweile aber nicht mehr gehen. hat gehen sie aber noch sie sind am Moment nicht Ja. aktiv mehr wen ist am Moment Also? schon aktiv ne? Ja, im Moment sowieso, ja. Aber okay, ich hab wie gesagt, hey, den echt mir da falsch gut zu gehen, bon, das wie gesagt, ich soll da einfach ohne Bestätigung, mit der Schüss Meinung, also so will ich da mal, wie gesagt, wie das nicht mehr könnt, in der Mitte ist. Aber Shoutout, weil ohne sie hat man auch Gameland nicht gemäht, und ich meine, der nächste Gameland war auch stressig, war auch ein Experiment, so, okay, Genau. klappt das so, ne? Zumal, bei euch kann für den Fighting Deal auch so, und das war wirklich so, okay, ich versuche schon mal Ausländer zu kriegen, weißt du, und wie könnt ihr schon auf Lützeburg? Weißt du, wie so Deutscher, Franzosen, so nur Lützeburg, was das? Das ist so ein Südlang Fighting Community, man sind da überhaupt seriös, weißt du, das ist immer so ein bisschen die Angst gewesen. Mir tut aber schlussendlich gut geklappt. Und ich meine, mittlerweile kommen das dann auch mega gerne an das Event, und auch weil man eben, wie gesagt, darum die Idee haben, mit sowohl kompetitiv wie auch casual, und sind dann mega gerne. Also ich gerne, dass sie zum Beispiel ein Turnier matt machen, rausfliegen, und da können sie aber Retro Super Mario spielen. Genau. Ist das einfach so, okay, dann ist noch mal salty, ist dann Ja. und das dat, ja. Aber sonst von einer Kooperation, wie gesagt, am Anfang bei Relief Games, ja, nur mal eine Kooperation gehabt, ne? Ja, Genau. Tradition die last Joer war da hat mal mat anderen Gruppe kooperiert wie zum Beispiel hat man halt zockmmerschemen iwwer den Stream gekëmmert hunn die eng Tobar bestoren den se gemacht dann Ja. an du hat man so Webs wie halt Quiz mat Luxplay die dat och von der Bar gemacht und du hat noch sech die eng an Leitung mat gemacht die dat och ganz gut gehabt hat an ja in dem Moment hat mor eben noch schon den der Retroak den dann do sech gebildet huet dem dat war ja ab dem Moment wo man der Retroak kroten am Gameland Ja genau et war von den Hm. das den dritte Gameland wo dann wie war Kooperation mit Relief Games wird nicht nie gestanden ja also sie wollten halt Gameland miese machen wir wollten aber dass das Event weiter existiert an pur von ihrer Mama und aber gesagt hey, wir wollen aber den Retro aber so oprichten wen Clash eben war an so sie mir eben bisschen mehr an enkel Kontakt Martine kommen 4 da eben weiter zu erhalten genau Ja. einfach super also dafür sind auch so Freund für eine Kooperation du lernst immer neue Leute kennen die sich eben auf verschiedenen nicht Domänen mega gut auskennen und noch mega passioniert dafür sind und du kannst dann so etwas besseres etwas qualitativ besseres oprichten Und einzigartig, auch einzigartig, das ist auch das für mich Gameland auch als einzigartig. Es sind immer verschiedene Workshops, die mir da proposieren, die findest du nicht an alle Events. Ja. mhm. Ne, und ich meine, das ist aber auch ein dicker Pluspunkt. ja
wobei es wirklich schwer ist die Workshop zu organisieren und noch Leute zu finden die noch wollen durchziehen Ja, ich meine, die aber gemäht und die haben aber gut gemäht. Ja. Oh. Ich meine, du musst da nicht viel tun, ne? Wir wollen aber Leute proposieren an eine Idee und Ja. sind immer bereit für zu lauschen. Natürlich ja nur, ob das klappt, ob das möglich Genau, ist. genau. Das ist immer, ich erinnere mich Sache, einfach ja. und all die Workshops die einfach nur mit dem Wasser gefallen sind und oft so Ja. 5-4-12 wo wir wirklich nicht mehr konnten ich komme mal einfach damit aufsuchen und dann das war das. Ja. Mais Ja, bon, das geschieht bei allem. Mit Ja, die ja. geklappt und aber geklappt. Ne? Genau. Also, überall. das war Also schon. Immer das Positives gucken. genau voilà. Voilà. Ja, und sie nur noch voilà. Game das so die als größten Event auch als größte Kooperation mittlerweile wo man wirklich viel andere Vereine als Berlin frohen für Mod zu machen viel man das die waren grüne Schillerin weil das wirklich jeden erwischt me du dann hier wenn sie man natürlich auch einer werden sind wie mir die bei Gemengen also klein ja Spiel oben da Spiel nur mitten da ich meine die Gräse immer hatte war zu Buß Ja. Ja. Backfisch das ist war- alles verloren. Ja, da waren wir schon paar Mal. Mhm. Das sind immer ein bisschen wie familiefreundliche Eventer die sind also von irgendeiner Gemeinde gerade nur leistet und die will so etwas auch an ihrer Gemeinde organisieren wir sind open naja vielleicht nicht am Moment aber so en general wir sind open Ja. Aber wir können, wie gesagt, wir können familienfreundlich machen, wir können kompetitiv machen, wir können ein bisschen von allem machen. Ne? genau Na, ich meine, du sind mir wirklich aber flexibel. Ja. Ja. Und, hängt immer drauf, was die GR hat. Ja, was willst du sagen? Ja, da passt meist am besten ja wat dann Zielgruppen aus sind da schon jung kann ja oder sind echt damit Jugendlicher oder halt schon wirklich kann ich wirklich alle Altersklasse zielen Ja. das war. das ist wirklich kein Problem wir bringen dann einfach die Sache mit die wir für gepasst haben und dann schmeißt man das Event ganz easy voilà. aber man nicht gerade mit Gemenge schaffen dann machen wir als Akt de Präsenz bei anderen Eventer LuxCon hast du etwas was man ja ganz gerne machen einfach nur für alles ein bisschen bei den Leuten zu weisen so hey guck mal die Nerds und Geeks wir spielen Videospiele Komm mal spielen. genau Mhm. voilà Ja. dann Evert kann ich nachschwätzen denn der Game On ja dem Mann war immer schon paar Mal präsent mhm. ja wird ich glaube die Lizenz auch da schon gewirrscht ja, und ja. dann haben wir auch schon bei der Luxmaster schon ausgeholt Ja, die erste Kehr ausgeholt und die zweite Kehr war man dann matt Host für die Leute irgendwie Ja. zu bedienen. Das war eine interessante Entwicklung. ja Du sind auch ganz gespannt, wie es weitergeht. Wir waren ein bisschen, also die Luxmasters war ja ein bisschen auf Hiatus und gucken, wie es weitergeht. Ich weiß nämlich nicht, ob Leute motiviert sind für eine weitere Edition davon zu starten. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass verschiedene Teams drauf werden. Oder sich drauf fragen, ich versuche mal so. Was steht unter Sterne mit der Situation? Ja, aber ich fährte sogar ohne das Situation geben dann der Sterne steuern. Ich meine, Ja. du müssen ein bisschen Motivationsarbeit schlichten für für du ein etwas zu machen. Aber ja, Ja, wenn etwas könnt, dann lässt du mal nur, das ist ja. genau. Also wir sind keine Experte für Counter-Strike Turnier abzuzählen. Me wann die richtig Leute interessiert wären, das ist nicht wissen, wie sie das lokal organisieren können. Give us a shout out. We can help. Ja. Wir sind da. Wir sind Okay, Lou, for you. Oh, als dat tot neer in de Segway. Vielleicht. Zwinker, zwinker. Genau. Also so viel nochmal zu unseren lokalen Events. Und dann zu unseren Plänen für Zukunft, für die Corona-Situation. Ich meine, ich muss Alessandro da ein bisschen aufhängen. Ja. Aber wie gesagt, wie das mal nicht viel können machen an der Situation, wo man es gedacht voilà, bis mir Online-Präsenz weisen. Aber das immer so einfach ist, ne? Ich meine, mit der ganzen Situation war doch beruflich mal für mich ein bisschen schwer, da Zeit zu finden, für FCV genug zu machen. Aber wie gesagt, mir hat schon bis nur gefangen für
ein klein Let's Play Serie von verschiedene Fighting Games zu machen, wo ich mein Bruder dann spielen ein Stummer pro Gast an spiel mal bisschen wie so also bis von allem sie wird all Fighting Games aber auch die Minai einfach viel zu weisen voilà dat die Fighting Games dafür spielen man so gerne ist an auch bist du so den die von zu Summe kommen an spielen dat kannst du Fighting Game ganz einfach mal du just immer eine Person die der spielt an schon mein Zwillingsbruder sowieso he Tisch weil die gehen nicht so sehr las kann ich gerade mal Team so gut Fighting spielen die Stadt die kommen dann nächst wahrscheinlich bis mir oft nicht gerade regelmäßig hängt immer davon auf wie viel Zeit mehr hun mir wenn man Zeit ja dann da fand ich du ich wie so Video für durchzusetzen dann kann man bisschen weise das interessiert meistens auch Fighting Game Community mehr wie gesagt in den die seht ja die Fighting Games scheren aber so oft davon das ist bisschen komisch das ist ein komische Genre also bisschen ähnlich was du bereit wie gesagt ihr könnt das gucken wann der Stadt gefällt okay war nicht ja aber das ist mein best gemäht vielleicht findest du noch paar Leute die sich dann inspirieren lassen und auch beitreten aber man merkt schon nicht mal tolle von den Video ne mehr aber hat aber wie weiß genau was nicht ist kann ja noch werden genau von anderen even andere Projekten schmengen die Live-Stadt gerade no die zur Podcast die man will es bis mir aufzumachen den Asian also mal nach offline gewirrscht mir gucken wie gut man kriegen die ein live zu machen da könnt ihr also auch während dem frohe stellen das komplett mein Gebiet für ist der Tisch von der Kritik gut von der meckeren hört so da ist besteht mir probieren zu verbessern ja oder wollte ich weil stimmen nur die das mal schwarze full bisschen also wann so ja will necke wat ich denk damit debatteieren vun ich eng Fighting Game oder das mal wat anime also mir kann vu fu bis wirklich von allem debatteieren ja und immer wenn man Leute tun die sich aber auskennen ich meine, ja die Experen hummer jo schon Thema zu viel spezifisch ich froh schon gerne Diskussionen dann alles ich will aber auch dat wie gesagt Leute machen die auch von der ich mengen sind aber du aber ziemlich spät gefäschert ja aber nicht da froh man einfach Leute von unseren Partner an Gastspeaker und immer mega professionell ja das da wie gesagt ja und dann ich weiß nicht ob ich viel greifen soll du hast schon nur geschwart steht ein bisschen an enger Planungsphase aber wir sind es können sicher ob man selber gesagt kriegen Gaming for you wir schaffen in einem Projekt den wir regelmäßig schon machen einmal am Jahr wer der Richtung Charity Stream geht ich weiß das geht original Konzept und auch so will mir hunnet schon Menge Spur gemacht und zur Kommentarmit einmal am Jahr und sie sind doch top gerichtet 4 zu machen ja ich meine noch TSK hattet für kurz genau sie hat ja National Game Day also das App ist wat lo net genau das kein originell Konzept ja wir wollten machen ja am Sinn von geht ein bisschen an Richtung dass mir ein Club-Event für Eis machen an dat daneben live schalten dann du soll er wo für Tiers dabei rauskommen keine Ahnung die soll drin matt machen matt spielen an eben auch vielleicht gewonnen wie gesagt das nach alles bisschen an der Planning Phase haut du dann die echte Kette von der Herren die halten nicht im Laufenden oder Monster kannst du mal kannst drauf hoffentlich das machbar also schmengen spätsten sind immer kannst du ja in der Richtung wir bauen tank für viele Faktoren auf komm wir mal an der Leute nicht so lange versprichere Sachen wo du nur nicht wissen
Ich mein, ich will auch so sehr wie möglich schon mehr. Ja, voilà. Das ist ein bisschen ein Problem mit der Situation, wo wir Moment hin. Alles andere, das ist viel ungeschwert. Ich meine, wir zwei schaffen an der Education. Ich meine, das war der reinste Chaos, die ganze Corona-Krise von Ausschreien und quasi. Für es zu adaptieren, also weil wir noch ganz viel Zeit verloren. Ja. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Ja. Kannst Viel Inconnu noch. Ja, ist kannst schlecht planen, wann viel Ankonien los. Genau. Die sind da, locht das da, ja. Der Corona ist aber noch mal da, das ist das Problem. Ja, das ist Corona, so Das ist, wenn man den nicht bis lassen, ja. hat gezeit für im Gaming-Café, ja, ich vermisse nicht, aber gut. Ja. Also, ich bin ja bei der froh, wo wir immer können fänken, Events zu hosten. Guck mal nach ein Thema, ich menge mich wieder durch. Ja, dann ist schon mal können machen aus Social Medias, wie so, das finde ich dann auf Facebook, Video Games von der Lu, auf Twitter, obwohl das meistens Fighting Game related ist, weil ich sind den das schon anders sind nicht gerade mega aktiv, also du willst auch so. Die wichtigsten Sachen kommen noch auf Twitter durch. Ja, die kommen aber auch, wie gesagt, wird das Ballon nicht zu annoncieren und aus ein bisschen der an Eis gelöst, wie gesagt, mehr dann haben wir auch Instagram für kurz, ne? Ja, seit den hat mal lo ich mein schon implementiert, wo man den erstellt hat dann Voilà, ja. durch schon aber auch lo ein kleine Präsenz, weil es war doch die irgendwann anderen Leute aber gerne dort hängen können halt hab wo man halt mir auf den Event hängen dann du bist die Leute so bist live weiß was du bist gerade so Platz geschickt die Leute auch ein bisschen los gehen bei es kommen. Das fängt dann natürlich recht richtig an Gmail von morgen können Events hosten. Genau. Mehr auch du haben wir dann im Laufen. Haben wir noch einen YouTube-Channel, ne, wo wir Turniere weisen an Highlights, sowohl von Fighting Games wie auch Retro. Ja, wo auch die Podcast-Teil drüber ist. Ja, auch die Podcast-Teil. Ja. Und wie gesagt, just das Sweet Spot, wenn du wollt hier Turniere gucken, die einen eigenen YouTube-Channel. Ja, ne? Können wir einfach eine verlinken. Einfach alles eine verlinken, was da also alles was Smash related das von der Sweet Spot. Yes. Solo von Turnieren, dann gehen sie nee, nein, alles von den aus. Where is this Smash? Na voilà. Ich meine, das wäre alles, ja. Ich denke noch. Naja, dann fühlen wir es Smash Fit 0 drin. Und wie gesagt, guter Feedback, dann schreibt euch einfach einen Kommentar. Und wir freuen uns dann auf die nächste Kehr. Bis gleich. Und Spielmatt. Ciao. Alexander sieht doch ciao, ja.